The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Hallo Freunde, willkommen zu einem brandneuen Let's Play hier. Ja, endlich ist es soweit und Majora's Mask wurde nach vielen, vielen Jahren, genauso wie Ocarina of Time, auf dem 3D, oder beziehungsweise auf dem 3DS, New 3DS, wie auch immer, neu auferlegt. Tja, wenn wir sagen, geht direkt mal los. War genau 15 Jahre bereits, alter Schwede. Da ist schon einige Zeit vergangen. Ja, muss so viel mal dazu sagen, ganz kurz. Ich bin kein Fan von Majora's Mask. Mich verbinden da einige. Ja, es gibt zwar schöne Erinnerungen mit dem Spiel, aber vor allem auch hauptsächlich sehr, sehr böse Erinnerungen, schlechte Erinnerungen. Insofern, dass ich damals Majora's Mask für Nintendo 64 in die Ecke geschmissen habe und erst etwa vor 4 Jahren einmal rausgekramt habe, mal kurz anzugucken. Ja, wieso habe ich das damals nicht so gemocht und so. Und da freue ich mich jetzt eigentlich umso mehr, um dem ganzen Spiel nochmal eine neue Chance zu geben. Warum das Ganze so war, wieso ich es nicht mochte, was ich dennoch mochte und so. Dazu kommen wir noch in den nächsten 2, 3 Parts, denke ich mal. Okay, erstmal, wie gesagt, wie eigentlich immer war, mein Nickname, wie ich mich immer nenne. Was eigentlich auch verrückt ist, glaube ja, von der Anzahl Zeichner, Michael, sind eigentlich immer 5 Stück, 5 Buchstaben. Das geht, glaube ich, bei allen Zelda-Spielen. Ich habe, glaube ich, noch keins erlebt, sogar die ersten überhaupt, was von der Anzahl Zeichner immer ging. Tja. Hallo? Okay. Weil früher war es meistens so, dass es irgendwie eine Begrenzung gab von 5 oder sogar 4 Buchstaben. Gut, bei 4 müssen natürlich nicht gehen. Aber bei 5 halt schon. Unterstützer Schiebebett Pro brauche ich nicht. Und deaktiviert, ja. Also dann, mal schauen. Genau, im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst hütet sie wie einen Schatz. Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Nicht eines Mädchens, heißt The Legend of Zelda, aber nee. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Hat die Geschichte des Ocarina of Time. Doch eines Tages ließ er das Land, welches ihm selbst zur Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden, so brach er zu einer neuen Reise auf. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der er keine Seele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund.
Ja, nach Navi. Wir erinnern uns, Ocarina of Time am Ende, als ein heroisches Schicksal erfüllt und seinen Platz inmitten der Legenden eingenommen hatte, hatten sich ihre Wege getrennt. Genau, Navi flog davon und Link sucht sie nun. Und hier geht es weiter. In der Vergangenheitsebene von Ocarina of Time. Aua, was war das? Oh, Hä? Den kennen wir doch. Ist es nicht etwa das Horrorkiller so Ocarina of Time mit einer seltsamen Maske auf? Das war gut, ihr Feen. Ich frage mich, ob er wohl etwas von Wert bei sich trägt. Huch, dieser Kerl. Ich kenne ihn. Nun soll mich aber nicht weiter stören. Eine dunkle eine helle Fee? Naja. Kennen wir auch aus Hyrule Warriors. Alter! Ich habe Berührungsängste. Oh, was für ein hübscher Ocarina. Hey, Horkid, lass mich auch mal, ich will sie sehen. Nee. Hat er uns echt gerade unser Ocarina der Zeit geklaut? Das geht nicht, Tail. Stell dir nur vor, sie fiele dir aus den Händen und würde zerbrechen. Du darfst sie nicht berühren, auf keinen Fall. Oh, aber Schwester, warum darf ich nicht auch? Alter, was war denn das schon wieder? Oh, ständig nur Ärger. Hey, Kumpel. Will nicht reinschaut, ey, voll verschlafen. Ich weiß nicht. Kleiner, gib mir meine Ocarina zurück. Was zum? Tschüss. Ey, ich glaub's nicht, ey, was ist denn das für ein Start? Der klaut mir erst mal die Ocarina, dann klaut mir mein Pferd. Ey, Bruder, bleib stehen. Armer Linke, das muss wehtun. Oh nein. Nein, Bruder! Au! Au! Das gibt ein paar blaue Flecken. Ay, caramba. Was zum... Mann, ey, was für ein Tag, ey. Ja, entweder können wir selber zocken. Alter, ist es geil. Ey, mich kann man zwar schwer täuschen, Freunde. Korrigier mal bitte. Natürlich ist die Qualität in die Grafik besser als noch zu Ocarina, also sprich natürlich zu Nintendo 64 Zeiten, kein Problem. Was man ein bisschen wundert. Ich glaube, es ist sogar besser als bei Ocarina of Time 3D. Kann das sein? Bisschen gestochen und so. Ja. Ein paar Rubine farmen direkt mal. Das ist aber genau gleich steuern wie Ocarina of Time. Sehr geil, sehr geil. Ja, aber was nur direkt mal ins Auge fällt, Kokiri ist irgendwie ziemlich klein, vor allem im Vergleich noch zu... Was war Original auch schon so klein? Kann natürlich sein. Aber das Schild riesig und irgendwie gar kein typischer Hyrule oder Hylia-Schild. Der ist... Das Triforce ist zwar unten auch zu sehen, aber sonst die Flügel ein bisschen anders. Oh Mann, was denn hier los? Hä? Das Schild ist aber neu, oder? Wahrscheinlich weiß ich das schon alles, aber hier ist noch einmal eine Kurzzusammenfassung der Steuerung. Aha, anschlecht. Okay, kleine... Erneut. Okay, mal gucken. Yeah, Mann! Alter, was ich für Stunts drauf habe. Ja, das war so Momente damals von Ocarina of Time, oder? Ich meine, damals auf Nintendo 64 zum ersten Mal gezockt, dann kam plötzlich hier Majora's Mask und, Alter, was für ein Anfang, was für eine geile Erneuerung mit der Steuerung und so. Das waren Kleinigkeiten, die ich damals sehr, sehr geil fand. Tja, und dann... fielen wir ganz tief hinab. Okay. Bin ich gerade auf einem Trip drauf oder sowas? Ich sehe überall farbige Punkte.
Nö, sanfte Landung. Bei der Höhe? Glück gehabt. Da bist du ja. Was ist bloß mit deinem dämlichen Esel los? Er gehört keinem meiner Befehle. Hey, das ist ein Fair, klar. Sein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich habe dir die Bürde abgenommen, es loszuwerden. Hehe. Du hast es doch nicht etwa... Du Schwein. Oh, puhu, warum das traurige Gesicht? Ich dachte mir, er könnte ein bisschen mit dir spielen. Ach komm schon, glaubst du, du könntest in dieser Form gegen mich antreten? Na. Was macht er da? Völlig unbeeindruckt, Link. Hä? Was soll das? Wieso überall Dekus? Nein, lass mich in Ruhe, weg hier! Ich will nicht! Oh nein, 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 nein! Was? Oh nein, nein! Was ist das? Nein! Ich hab keinen Schniedel mehr! Nee, dieses Gesicht steht dir viel besser! Du bleibst nun hier, musst für immer so bleiben. Ich geh dir mal, wa? Tschüss! Was, du bleibst hier? Aua! Ja, das ist Dekomobbing, das geht nicht. Von der Fee oder Spinne. Schwester! Pff. Hey, auch Kid, warte mal, ich bin noch hier. Der L kannst du ohne mich nicht fort. Ja. Selber schuld. Doofe Fee, ey. Du! Wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Nun sieht es ja nicht drum, Deko Junge, tu etwas. Was schaust du mich so an? Habe ich ihn aus dem Gesicht? Keine Ahnung, ich sehe dein Gesicht nicht, ich sehe nur noch einen Punkt. Hör auf mich anzustarren, öffne lieber diese blöde Tür. Bitte komm schon, hilf das kleines Mädchen, bitte dich. Also beeil dich gefälligst. Hilflos vor allem, haben wir gerade voll vermöbelt. Oh, Tail, ich hoffe nur, dass dem Kleinen nichts zustößt. Ja, Sorge ist bei ihm, wird wohl kaum etwas passieren. Ey, ganz ehrlich, was ist das für ein Beginn? Ganz ehrlich, als ich damals auch bei, zum ersten Mal halt Majora's Mask oder so gezockt habe, dann in der Situation war, ich habe mich richtig verarscht gefühlt, aber auf eine positive Art und Weise, weil ich dachte, Alter, wenn das Spiel schon so anfängt, wie kann es jetzt noch ausgehen? Sag mal, was liegt an der Mütze plötzlich? Die Angreifer ist natürlich nichts Neues, aber jetzt so Spikes dran, war. Ey, wir sind plötzlich voll aus Holz und so, was soll denn der Quatsch? Mann, ey, gibt's doch nicht. So, wir müssen auch umgucken. Bürotechnik geht natürlich auch. Oh Mann, ey, was sind Tage, wo doch bloß Navi suchen. Jetzt bin ich hier mit dieser verkackten Fee hier und Sorge wieder mal voll verarscht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist hier bloß los, Freunde? Gut, dann gehen wir natürlich direkt weiter. Nur mal so, Hinweis, liebe Fee, ja? Türen öffnen konnte Navi auch schon. Mann, oh Mann, ey, was für ein... Naja, ist egal. Hey, warte auf mich, lass mich nicht zurück. Ja, du bist mir doch scheißegal. Also, was da vorhin geschehen ist, ja, entschuldige mich, also nimm mich bitte mit. Ist klar. Du willst doch mehr die Sorge in Erfahrung bringen. Und vielleicht weiß ich ja, wo er sich aufhalten könnte. Nimm mich bitte mit dir und ich helfe dir bei der Suche. Abgemacht? Bitte. Och, Menschenskind. Gut, ist das abgemacht. Ich werde nur so lange bei dir bleiben, bis wir das Sorge gefunden haben. Mein Name ist Taya. Also, um dich kennenzulernen. Oder auch nicht. Hey. Wenn wir das nun geklärt haben, können wir uns endlich in Bewegung setzen, wa? Wenn ich auf etwas zufliege, drücke Ö und ich gebe dir wichtige Informationen. Und bekommst du bis dahin klar. Oh Mann, ey, wo bin ich jetzt wieder hineingeraten? Ja, das ist eine gute Frage, Link. Alter, was für... Ja, Taya, was ist los? Hey, wenn ihr nach dir rufe, solltest du besser rasch wieder drücken. Ich sehe schon, du hast noch nicht an dein Dasein als Deko gewöhnt. Nö, das will ich auch nicht. Also gut, hör zu. Hier sind Dekoblumen, halte auf. Okay, abtauchen, gut. Ein paar Sekunden festhalten, dann drücke ich auf Empor. Positivhänder mit R, um A zu laden. Hast du das kapiert? Nö. Na klar. Ich hab so einen Holzkopf, aber kein Stroh drin.
Wie lange hält überhaupt die Luftzirkulation? Ziemlich lange. Gut. Und Tür auf. Ja. Ich überlege gerade, gab es hier etwas zu sehen? Ich weiß gar nicht mehr, ob es hier irgendwie noch was Verstecktes gab. Ja, wie gesagt, ich habe damals wirklich Majora's Mask. Ich kenne das Spiel zwar, sprich, ich weiß auch, was das Wichtige daran ist und so. Die ganze Hauptstory, sage ich jetzt mal, aber ich habe es eigentlich nie mehr als eine Stunde gezockt. Ja, vielleicht maximal 2 mehr, aber wirklich nicht. Oh, eine Truhe. Nice. Und was hat wohl hier drin? Dual-Sekunüsse. Yeah, Mann. Die sind natürlich noch ganz nice. Was mit den Items einsetzt, oder? Ja, ja. Ja, ist gut. Mann. Halt die Klappe, Kleine. Mensch, so Inventar. Dekunus, genauso wie halt bei Ocarina of Time 3D. Auswählen, irgendwie rüberziehen. Wir machen auf X, wa? So, passt doch. Also, ich kann mich echt täuschen, Leute, aber ich habe das Gefühl... Nee. Truhen sind doch alles viel detaillierter oder vor allem irgendwie hübscher als bei Ocarina of Time 3D. Nice, sogar das noch verbessert haben. Ja, ich zocke übrigens nicht auf dem New 3DS. Nö, es ist alles noch der normale 3DS. Und zwar aus Gründen wegen, ja, technischen Gründen vor allem. Weil es gibt auch so ein Gerücht, dass es wohl gar nicht möglich sein wird, vom New 3DS direkt aufnehmen zu können. Weil da halt gewisse Stellen nicht vorhanden sind, die es eigentlich müsste. Und wow. Um Signal abzufangen. Hey du da, mach schon, drück L und sprich gefälligst mit mir. Hä? Ah, so eingestellt, was das halten muss. Na gut, mal gucken. Na also, siehst du, mit ein wenig gutem Willen geht alles. Liegt es an einer Person oder einem speziellen Objekt, drück L, um sie anzusehen. Du kannst mit allen Leuten sprechen. Also blicken. Okay. Dankeschön. Und... Jupp. So, wer bist du jetzt? Eigenartig. Auf irgendeine Art und Weise ist es diesem Baum sehr ähnlich. Es sieht sehr düster und traurig aus, wird er jede Sekunde an zu weinen beginnen. Wie traurig. Ja, Majora's Mask generell irgendein trauriges Spiel. Es gibt da sehr viele Theorien dazu. Dazu dann später mehr. Vor allem natürlich auch eine geile Überleitung zu Twilight Princess, dem nächsten Zelda-Spiel. Hoffentlich, was ich Let's Playen werde. Ja, die Ähnlichkeit. Ich glaube, das war doch damals so, dass wir... Wie war das schon wieder? Ich glaube, das Hawk-Kit... Also, das Hawk-Kit hat uns ja erschaffen und wir haben im Hintergrund noch irgendwie so ein Deku gesehen. Und plötzlich waren wir selber ein Deku. Ich glaube, es war sogar so, dass Deku-Baum sein Leben genommen hat, um uns irgendwie in ein Deku zu verwandeln. Ich glaube, irgendwie so war das. Naja, mal schauen, wie es weitergeht. Wow, was für ein schräger Raum. Kann ja auch so Ocarina of Time. Tür zu, es zieht. Okay. Mit leuchtend gelben Augen. Da war echt alles nice aus, also detailliert. Also ich muss sagen, haben die Entwickler echt einen guten Job gemacht. Aber es soll auch ein paar Punkte geben, die sie im Vergleich zum Original verschlimmbessert haben. Ja, soll es auch geben. Aber sind wir alles noch. Was ist denn das hier? Das dürfte wohl irgendwie Deku sein, das da oben auch noch. Was zum Henker? Okay, faszinierend. Und da haben wir einen Schickerstein, auch bekannt als Ocarina of Time 3D und natürlich auch aus Skyward Sword noch, aber brauchen wir, glaube ich, nicht. Obwohl doch, ihr werdet sicher einmal so zeigen, einfach mal so just for fun, um es mal gezeigt zu haben im Let's Play, aber ich glaube, nutzen wir das, glaube ich, eher weniger. Als so schwer ist das Spiel eigentlich auch nicht. Ja, das ist eine Tür, geh mal durch. Das Schicksal hat es nicht gut gemeint mit dir. Der Maskenhändler aus Ocarina of Time. Was machst denn du hier? Taya ist so schüchtern plötzlich. Ich bin Besitzer des fröhlichen Maskenladens. Die Suche nach Masken führt mich weit umher. Während einer meiner Reisen wurde mir eine sehr wertvolle Maske von einem Kobold gestohlen. Welch ein Verlust. Doch immerhin habe ich dich gefunden. Wieso willst du mich jetzt eine Maske verarbeiten oder wie? Nimm nicht übel, dass ich dir gefolgt bin. Oh, kein Problem. Ich kenne den Weg zurück zu deiner ursprünglichen Form. Was?
Cool, wie klein wir sind. Und vor allem, wie Link auf keine Mine verziehen kann. Hol dir das kostbare Stückzeug, das mir gestohlen hat, und ich werde dich zurückverwandeln. Stimmt, Yoko, noch Time fehlt noch. Im Gegenzug, alles, was ich dafür verlange, ist, dass du mir meine wertvolle Maske zurückbringst, die mir der Kobold gestohlen hat. Wie bitte? Das ist eine einfache Aufgabe. Wieso machst du nicht selber? Du willst nicht allen ernst erzählen, für jemanden wie dich sei das unlösbar. Eine Sache noch. Leider bin ich ein sehr beschäftigter Mann. Ist klar. Ich muss in 3 Tagen aufbrechen. Oh. Zeitdruck. Ja, der Zeitdruck, das kommen wir später nochmal zurück. Ich bin überaus dankbar, wenn du mir die Maske bringst, bevor meine Zeit hier ist. Nun gut, du wirst mich nicht enttäuschen. Du bist jung und von außergewöhnlichem Mut. Ist klar, sieht er natürlich direkt sofort. Sicher findest du sie bald. Ach, eines noch. Bitte sieh doch einmal dorthin. Ah, okay, jetzt macht er sogar einen Hinweis noch drauf. Siehst du diesen doch eigentümlichen Stein dort? Man nennt ihn einen Schickerstein. Wenn du in dein Leid klagst, wird er dir den richtigen Weg weisen. Wenn du also aber nicht weiterkommst, wende dich an ihn. Und nicht an mich, klar. Ganz rechts immer noch eine Mario-Maske. Also verlasse mich auf dich. Okay, du seltsamer Typi. Der hat eine Menge seltsame Masken dabei. Und wie gesagt, eine davon ist eine Mario-Maske. L gedrückt halten, das finde ich jetzt ein bisschen doof. Mal ganz kurz, kann das unseren Status ändern. Kokiri-Schwert, das sind Kokiri-Wälder und der Herion-Shield, der ist echt neu. Optionen. Zitterfassung halten. Wechseln. Ja, machen wir es mal so. Ego-Wegesteuerung 1, Schwimmsteuerung, normal. Schwimmsteuerung. Das gab es früher auch nicht. Normal wiedergegeben, lauter, leiser, mehr normal war. Ah, schon viel besser. Gut, muss man sagen, geht's direkt mal los. Weil ich muss jetzt ohnehin schon einen Tag auf diesen Part warten, dann machen wir ein bisschen länger. Dämmerung des ersten Tages, es verbleiben 72 Stunden. Südunruhstadt. Wo sind wir hier? Noch kennen wir gar nicht. Der Kerl macht mir Angst, dass Maskenhändler war. Oh, Verzeihung, haben wohl auch gedacht. Nur 3 Tage? Selbst wenn wir keine Sekunde schlafen, bleiben uns nur 72 Stunden, als jetzt in Bewegung. Wir müssen eine große Fee, damit wir das Horkip finden, oder? Die große Fee weiß sicher, was es als nächstes vorhat. Sie sieht alles. Okay. Und in uns gesagt, das Horkip hat keine Chance gegen die große Fee. Wie war das? Der Schrein der großen Fee müsste irgendwo in dieser Stadt sein. Wo? Naja, irgendwo halt. Frag mich nicht, ich kenne mich hier nicht besonders gut aus. Aber wir schnappen uns eines der Kinder hier und fragen jetzt nach dem Schrein. Ich bin in Deku, ich kann nicht fragen, die verstehen mich doch nicht. Oh doch. Hallo Wuffi! Der Maul kein Holz war. Aua! Autsch! Ich habe kein Herz angenommen. Was ist das gerade? Oh, sie haben eine richtige Zeit, cool. 36 bereits. Alter, geht die Zeit schnell voran. Lass mich in Ruhe! Doofer Wuffi! Servus! Hey, Lehrling, muss bitte aufhören, Loch in den Himmel zu starren? Aua! Dämlicher Hund, ich hasse Hunde als Deku. Autsch, okay, Hunde sind unbesiegbar hier, schön. Teil hat keinen Bock drauf. Wie bist du? Stehen geblieben, Deku-Kerl, hast du vor, alleine ins Sümpfe zu gehen? Ist dann dort große Gefahr, ich kann dich nicht durchgehen lassen. Okay, oder eine Waffe zu tragen. Okay, ich darf also eher, als wenn ich eine Waffe habe. Oh Mann. Ja, die Musik geht einem doch Mark und Bein. Wo bin ich denn hier überhaupt? Wo habe ich hin, oder finde ich hier Kinder? Westunruhstadt. Okay, im Westen haben wir ein Kind gefunden. Hey, Kurzer! Was willst du? Bei uns Bombern können wir nur Mädchen mitgliedern werden. Die große Fee? Wir haben nur eine kleine Fee gesehen. Ein Waschplatz war das. Dann kommst du vom südlichen Rand der Stadt aus. Und dabei Tageslicht hingehst, wirst du das Fee sicher dort finden. Südlich also. Wollen wir mal ganz kurz die Karte einblenden. Tja. Wir haben noch gar keine richtige Karte. Wir müssen natürlich erst alles noch kaufen.
vom Süden her. Gut, ich bin ja jetzt Südunruhestadt, also müsste das ja eigentlich relativ gut stimmen. Eine Eulenstatue. Aktiviert man, müssen wir sofort speichern. Nö. Ja, dieses verdammte Speichersystem ist aber früher immer so gehasst. Ich werde noch später noch mal darauf zurückkommen, weil wir das nicht mal machen. Vergessen wir die kleine Fee und zu finden. Steht hier Interessantes, steht gar nichts. La 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 la. Ansehen. Ansehen, nicht angreifen, Link. Link! Briefe einwerfen. Katsching! Ich habe keinen Brief. Tschüss. Vielen Dank für den Benutzen des Postservice. Katsching! Ja, also nichts gemacht, aber vielen Dank für die Benutzung. Was ist denn los, Tyre? Ich will da erstmal die Fee finden. Die muss doch irgendwo hier sein. Okay, hier ist alles nix. Wir sind nur Erwachsene. Herr Lehrlingmann! Schnauze! Vielleicht er hier. Nein, da war ich doch schon. Westunruhestand natürlich auch falsch. Naja. So viele Ausgänge kann es nicht geben. Okay, da geht es wie gesagt nicht lang. Will ich eigentlich auch nicht. Haben wir jetzt zwar das hier noch. Hat sie oben noch etwas? Ostunruhstadt. Vom Süden zum Osten. Naja, hier ist ja allerlei was los. Schauen wir uns alles noch in Ruhe an, Freunde. Sobald wir mal etwas Ruhe haben, vielleicht hier entlang. Nordunruhestadt, das haben wir langsam alles mal ein bisschen abgegrast, ja toll. Ich wollte doch eigentlich in den Süden. Wer zum Henker ist denn das? Den kennen wir doch irgendwie aus Hyrule Warriors. Tja, wie es hier weitergehen wird, bei Majora's Mask 3D, das und vieles mehr erfahren wir dann im nächsten Part, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, euch gefällt das Let's Play und wir würden natürlich sehr über einen Daumen nach oben und natürlich einen Kommentar darüber freuen. Was ich noch erwähnen sollte, das Let's Play ist natürlich nicht nur für Liebhaber der Serie, sondern vor allem auch für diejenigen, die vielleicht wie ich damals eher schlechte Erfahrungen damit gemacht haben und sich denken, ja, vielleicht gibt es das ganze Spiel nochmal eine Chance und so. Denn ja, ich werde auf viele Punkte eingehen, die ich damals gehasst habe, vielleicht auch heute noch hassen werde, wie auch immer. Aber ich will jetzt wirklich dem Spiel nochmal eine Chance geben und ja, hoffe wir sehen uns beim nächsten Part wieder. In diesem Sinne, bis dahin und tschüss.